Präsident, Madame Präsidentin, liebe Länder, liebe Nora, liebe Jean-Claude, liebe Allegur, liebe Freunde Allegur, liebe Oliver, liebe Pierre. Das ist für mich ein bisschen eine komische Situation, heute zu stehen und nach Gefühl zu haben, dass ich komplett Teil von ihr Allegur bin und aber als Gast hier begrüßt zu gehen, den von Brüssel hier auch kennt. Wir sind noch nicht lange an dem Amt, dass wir da gesagt haben, recht paar Tage, 5 Tage oder 6 Tage. Und ich verspreche euch auch, sogar wenn nicht viel mehr lang wird, ich vergesse weder Lützeburg noch die Interessen von der Leute, von der schaffenden Leute hier zu Lützeburg. Ich kann mich erinnern, ich stand mal einmal von 10 Jahren hier als neuen oder bald neuen Arbeitsminister, den eigentlich ein bisschen Arbeitsminister gegen seine eigene Erwartung ging. Und ich schon zu euch geschwärzt, das war eine Zeit, wo effektiv mal an schwierige Situationen waren, nur wegen von der Krise. Aber wenn ich heute zurückgucke, ob die 9 Jahre, wo ich der hat, Arbeitsminister zu Lützeburg zu sehen, mit Jean-Claude Vertecht, und Dono Mathieu zu diskutieren, hier und da ein bisschen zu streiten, da muss ich sagen, dass wir zusammen gut geschafft haben, auch vieles erreicht haben. Und ich sage das ohne Polemik, ich hatte nie die Impression, dass ich ihn über den Tisch gezogen habe. Ich meine, wir sind immer an die Negoziationen gegangen, de bonne foi, für positive Resultate zu erreichen, weil ich der Meinung bin, dass der starke Sozialdialog hier zu Lützeburg wie in ganz Europa indispensabel ist. Indispensabel, weil wir, und das wir darüber gesagt haben, vom Pierre, vom Oliver, weil wir ganz große Herausforderungen zu meistern haben. Die erste große Herausforderung, das ist eigentlich nur von der Krise zu meistern. Die Krise, die wir hatten, an der sowohl die Wirtschaften, wie aber auch besonders Sozialsysteme allen durch ein Resultat, die ist noch nicht ganz aufgeschlossen. Norwegen sind auch immer da. Auch wenn wir gesagt kriegen, was positiv ist, dass Europa viele neue Arbeitsplätze kreiert hat, dass das Niveau von Arbeitsplätzen Rekordniveau erreicht hat, da muss ich uns da ein bisschen mehr Statistik gucken, und muss ich gucken, welche Arbeitsplätze, was für Arbeitsplätze, was sind Konditionen von den Arbeitsplätzen. Und was sind an einem Ort die Löhne, die auf den Arbeitsplätzen bezahlt werden. Norwegen merkt ihr noch daran, dass die Realität von der Armut an Europa nicht aufgeholt wird. Sicher sind wir von 25%, was erschreckend ist für einen reichen Kontinent, auf 22% zurückgegangen. Wir wollen mal in einer Situation sind, wo kann auf 5 an Armut oder am Risiko von der Armut an arme Familie lebt, nicht sicher ist, alltag richtig warmes Essen zu kriegen, dann merkt ihr, dass die Krise, die Sozialkrise, nicht drüber ist. Und das ist eigentlich eng von unseren großen Herausforderungen, die man muss zusammen umgehen, aktiv umgehen. Und nicht mit Plostern, weil so werden wir die Probleme nicht können lösen, aber bekämpfen mit ganz klaren, starken Mesuren für eben die Ungleichheit, die sich auch an unseren Gesellschaften breit gemacht hat, für die klar zu bekämpfen. Es wurde über Klimawandel, das ist die große Mission
von der Europäischen Kommission. Das ist die große Mission, weil eigentlich wir kein Choix haben. Wir können nicht mit dem Klima verhandeln, wenn wir vielleicht mit irgendwelchen Nopren, ob sie Russen oder Chinesen, also gut den Trump sehen, können verhandeln. Mit dem Klima, da lebt Dauer, da tickt sie. Und wir wissen alle gut, dass sie viel mehr schnell tickt, wie wir das nach vor kurzer Zeit angeholt haben. Und dafür brauchen wir an Europa, aber nicht nur an Europa. Wir brauchen weltweit einen neuen Deal, einen Green Deal, einen Deal für Katastrophen aufzuwenden oder zumindest Konsequenzen davon zu reduzieren. Und das ist eigentlich das, wo die Neue Kommission auch angetreten ist. Wo wir wollen Europa umbauen, transformieren, an eine Ökonomie, an eine Gesellschaft, wo die Ökologie, wo die Umwelt, aber besonders alles das, was mit dem Klimawandel zu tun hat, fundamental müssen ändern. Das ist nicht zum Nulltarif zu kriegen. Und das ist auch nicht mit kleinen Investissementen zu realisieren. 1000 Milliarden gehen da gefordert, wenn wir wollen, das Ziel an Europa erreichen. Eine große Choix haben wir nicht. Der Choix oder die Alternative, die ist klar. Wir kriegen sie schon periodisch zu spüren. Immer mehr Hitze, immer mehr Umweltkatastrophen an Europa selber, bei unseren Nachbarn, an Afrika, und auf anderen Plätzen auf unserem Planet. Aber die Summen, die sollen uns nicht Angst machen. Die sollen uns nicht Angst machen. Ich kann mich erinnern, dass die Summen, die gebraucht gesehen, mobilisiert gesehen, an nicht so enger, eloignierter Vergangenheit, wie es darum gegangen ist, Großbanken zu retten. Da ist es um Hunderten und Hunderte Milliarden gegangen. Und da hat keiner sich vorgestellt, wie wir das abbringen. Das waren Banken zu retten. Das geht es eigentlich darum, als Planet, als Zukunft, als Jugend, die zukünftigen Generationen zu retten. Da haben wir kein Choix, da muss man uns engagieren. Aber auch hier ist es U-Boot aufzupassen. Das U-Boot wirklich aufzupassen. Gewerkschaften engagieren sich und das meine ich ein ganz wichtiges Signal, dass sie sich für den Green Deal engagieren. Besonders durch GBL mit den Jungen auf der Straße, für zu sagen, dass als Zukunft, die da riskiert zu verspillen. Aber die Zukunft, die ist doppelt. Die ist auf der einen Seite die Ökologie, die ist auf der anderen Seite das Klima. Die ist aber auch auf der anderen Seite Sozialgerechtigkeit. Und es gibt keine valable Politik für den Klimawandel zu bekämpfen, ohne eine starke Sozialpolitik. Und ich persönlich mit Kollegen an der Kommission kämpfe ganz stark dafür, dass das soziale Wolle, dass die Sozialdimension an dem Green Deal ebenbürtig, gerade so stark ist. Wir sind am Dienst von den Menschen, wir sind am Dienst von der Jugend und dafür kämpfen wir gegen den Klimawandel, aber wir kämpfen gleichzeitig für ihre Sozialrechte. Und dafür ist der Pfeiler oder Sockel, wie ihn noch immer nennt, von den sozialen Rechten, von dem der Neuwer Röpke so viel geschwärzt hat, ein absoluter Bestandteil von dem Green Deal. Er muss ein starker Bestandteil sein. Es kann nicht sein, dass den Umbau von unserer Wirtschaft nach einmal so wie bei der Finanzkrise, ist so nicht klar, ob die Schülerinnen von der großen Masse, ob die Schülerinnen von allen schaffenden Leuten ausgedruckt.
Das ist nicht akzeptabel. Wir brauchen eine gerechte Approche, wenn wir von Green Deal schwätzen. Wir brauchen eine Festigung von den sozialen Rechten und nicht eine Schwächung. Das ist das, was die Kommission als Green Deal für Europa will machen, für die Bürger. Technischer Wandel als eine andere große Herausforderung. Viele Leute auf ihrem Arbeitsplatz spüren sie, merken sie. Eine ganze Reihe merken sie auch, wenn einmal ihr Arbeitsplatz verschwindet. Da sind ich nicht von denen, die Katastrophe auf dem Gebiet predigt. Ich sage nicht, Robotisation, Digitalisation als Zerstörung von den Arbeitsplätzen. Aber wir wissen alle gut, dass Robotisation, Digitalisation eine fundamentale Veränderung von der Arbeitswelt mit sich bringt. Und auch da stellt sich die Frage, ganz klar, in welche Richtung geht es? Geht es in die Richtung, dass effektiv am Ende Digitalisierung möchte, dass es auf der Börse noch besser geht? Oder geht es in die Richtung, dass die Gewinner auch in Termen von Arbeitszeit auch möglich Gewinner in Termen von Arbeitskonditionen, dass die gerecht an der Arbeitswelt verteilt gehen. Das ist das, für das man muss sorgen. Das ist die große Herausforderung, den technischen Wandel nicht einfach zu akzeptieren, so wie ihr könnt, aber wirklich dafür zu kämpfen, sich anzusetzen, dass den technischen Wandel zum Benefit von allen gilt, von allen auf ihrem Arbeitsplatz und an der Gesellschaft. Wir wissen, dass da Gefahren damit verbunden sind. Wir wissen aber auch, dass keine Chancen damit verbunden sind. Es hängt von uns auf, von der Politik, es hängt von einer starken Gewerkschaftsbewegung auf, in welche Richtung es geht. Aber wir müssen dafür sorgen, dass es in die richtige Richtung geht. Das ist kein Automatismus. An all die Sachen da, die drohen dazu bei, dass Menschen eigentlich Angst haben. Dass sie sich vor, wie es mit der Zukunft steht. Dass sie sich vorstellen, wie es mit der Zukunft von ihren Kindern steht. Mit der Zukunft von ihren Arbeitsplätzen. Überhaupt mit der Zukunft von ihren Lebensbedingungen. Aber wenn man nicht richtig, schnell die richtigen Antworten dazu bringen, klar machen, dass es Chancen gibt und dass man hauptsächlich die Chancen müssen ergreifen, da brauchen sich natürlich nicht zu verwundern, dass politisch es an die falsche Richtung geht. Dass der Populismus los auf Boden gewinnt. Dass die Angst sich an eine Form von Rejet transformiert, Rejet von der Demokratie, Rejet von unseren Werten. Dass der B-Mal immer mehr nur Buchemissäre Gesicht gehen, ob das ein Immigräers oder wen auch immer, dass den Antisemitismus abkennt, Länder, wo er eigentlich gemeint hat, das darf an das Kind nicht mehr geschehen, und dass damit eigentlich uns Fundamente von unserer Gesellschaft auf Frage gestellt gehen. Und dafür ist es fundamental wichtig, die richtigen Antworten auf die Sozialkrise, auf den technologischen Wandel und auch auf den ökologischen Wandel zu finden, wenn wir wollen, an Europa, an über Europa raus unsere demokratischen Werte verteidigen und erhalten. Alles das tun, heißt, mit einer Orthodoxie brechen, die über die letzten Jahre Politik in Europa dominiert hat. Der Oliver hat es gesagt, die Orthodoxie, wie ihn sie auch immer nennt, Austeritätspolitik, Neoliberalismus, das ist eigentlich die uns Gesellschaften, nicht nur unsere Ökonomie, mehr uns Gesellschaften, uns Staaten, und sogar an einem gewissen Maß unser demokratisches System an eine mehr schwache Situation bräuchte hat. Und das ist also dafür fundamental wichtig, dass wir eine neue CAP definieren, eine neue Politik definieren, dass wir eine Politik definieren, wo das sozial zusammengeht
mit der Wirtschaft, wo wir effektiv den Menschen an den Mittelpunkt von der Wirtschaft setzen. Und der Oliver hat es gesagt. Ich persönlich fühle mich an dem, erkenne mich an dem, was von der Präsidentin von der Leyen gesagt hat, herum. So sind das momentan, gehe ich gerne so, wieder. Wir wenn ihr seht, haut, wir wollen eine Wirtschaft, die alle Menschen denkt, dann ist das eigentlich definitiv eine Auflehnung von einer Politik, die an den vergangenen Jahren von den Verfechter vom Neoliberalismus gefordert ist. Die denkt nicht, die hat nicht die Menschen gedenkt, die hat Menschen just als Produktionsfaktoren gesehen, die müssen wie Gummi flexibel sein, an sich allen Situationen anpassen. Die Politik, die Approche, die darf nicht so weitergehen. Und dafür, wenn Madame von der Leyen sieht, wir wollen eine neue soziale Marktwirtschaft. Wir wollen eine Wirtschaft, wo das Sozial am Markt zusammengeht. Wir wollen eine Wirtschaft, wo der Mensch am Mittelpunkt steht. Da sagen wir ja, und wir gucken, wie wir das an den nächsten Jahren anstoßen. Eigentlich muss ich sagen, es das ein neuer Diskurs. Auch von der vergangenen Kommission viel von AAA geschwärzt hat am Sozialen, hat sie nie klar gemacht, dass für den AAA zu erreichen, es darum geht, fundamental Changementen am Funktionament von der Wirtschaft, auch von gewissen Politiken, y compris von der Finanzpolitik herzustellen. Es geht also darum, die Changementen herzustellen. Ein Punkt, mit dem ich vielleicht aufhängen, das ist ein Punkt von der Gleichheit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Ungleichheit sich immer mehr breit mischt. Und Sozialungleichheit, mehr eigentlich auch nach immer, die Ungleichheit zwischen Frau und Mann. Und die Kommission hat so getreten, und dafür so nicht statt, weil heute auch eine Revolution an dieser Gewerkschaft stattfindet. Die Kommission hat so getreten, für Gleichheit von Mann und Frau definitiv zu sichern, definitiv herzustellen. Über 70 Jahre sind wir in Europa, haben wir ein Prinzip, wo es heißt, Gleichheit zwischen Mann und Frau, was die Pai anbelangt, was den Lohn anbelangt. Und nach gibt es Länder, wo es über 20% Differenz gibt. Heute zu Lützburg, Männer, muss ich schon erkennen, sind wir weit unter 10%. Mit anderen Ländern über 20%. Das ist nicht akzeptabel. Und ich so nicht, der Willen an der Kommission, y compris von, besonders auch von der Präsidentin, als den, die Ungleichheit definitiv zu brechen. Und auch die Mesuren zu holen, für dass die Ungleichheit definitiv abhält. Für das den Länder gesagt hat, gebe darauf werden, fähig Oliver seine Fehler darauf reagieren, erlaubt man ganz kurz die paar Punkte umzugehen und zu sagen, auf was für eine Richtung es geht. Ja, Lohnpolitik ist zentral. Und kann ich nicht von sozialem Europa schwätzen, aber von Stärkung. An meiner Mission Letter, wie das so schön ist, steht dran, dass meine Mission ist, das soziale Europa zu stärken. Und nicht an einer Philosophie, eigentlich als Europa gut für die Wirtschaft, für die Finanzen, für den freien Verkehr von Kapital und das Sozial, das geht irgendwo an den Memberstaaten geregelt. Das ist erstens eine Approche, die mal so nicht an den Treten steht, mit das auch eine Approche, die Europa an die Mauer feiert. Ganz klar. Und dafür muss Europa absolut seine Vollverantwortung am sozialen Bereich überholen. Und klein sind dort natürlich ein wesentlicher Faktor. Wir können nicht in Europa aufbauen, wo klein 1:8 Differenz haben. Wo es just darum geht, zu gucken, wo kann ich noch ein bisschen mit billig produzieren. Bulgarien 290, 300 Euro Mindestlohn, gegenüber einem Mindestlohn zu Lützeburg, die 7 oder 8 Mal mehr ist. Und aber nach
nicht erlaubt, eigentlich ein ganz dezent Leben zu feiern. Da muss man aussetzen. Und dafür ist die Exigenz von einem Kader für europäische Mindestlohn so wichtig. Weil man muss eine neue Dynamik an die Lohnpolitik bringen. Wir werden nicht fertig bringen, nur dass Bulgarien den nämlichen Mindestlohn nur wie die Lützeburger. Und noch die Lützeburger hängen um die 60%, liegt drunter, liegt drüber, aber auch nicht ganz viel drüber, wann sie da sollten drüber sein. Wir brauchen also hier einen Kader, wo die Mindestlöhne an Europa erlauben, und dort zitiere ich Madame von der Leyen, ein ordentlich dezent Leben für jeden, der schafft, zu garantieren. Das ist aber das Manst, was die von den Leuten, die allmorgens aufstehen, ob ihr Arbeitsplatz oder ob ihr Arbeitsplatz sehen können, garantieren. Mais, ich bin d'accord, der Mindestlohn ist immer noch eine Zweitbestlösung. Das ist die Lesung, an verschiedene Kollegen an anderen Ländern wissen das, an Deutschland zum Beispiel. Die gebraucht wird dann, wenn das System von dem Tarifvertrag, von den Kollektivnegoziationen nicht mehr genügend funktioniert oder eigentlich noch nie funktioniert hat. Und dafür ist es ganz klar, und das so nicht, auch noch viele Gespräche mit Gewerkschaftlern, dass, wenn wir über Mindestlohn in Europa schwätzen, da schwätzen wir auch über Kollektivverträge. Und wir müssen dafür sorgen, dass in Europa, da wo stark Kollektivvertrag für sie gibt, und der PR-Manager ist ganz sensibel darauf, dass da für sie Kollektivvertrag für sie auf keinen Fall geschwächt wird. Muss assuриert bleiben. Komplett. Und auf der anderen Seite, da wo 7% Leute eigentlich einen Kollektivvertrag haben, oder 30% oder 50%, dass man dort den Kollektivvertrag für sie stärken. Und das gibt keine einfache Sache. Wir müssen die zwei Sachen zusammen sehen. Sozialdialog und Kollektivvertragswesen gehen zusammen. Aber wenn wir die großen Transformationen meistern, da brauchen wir den Sozialdialog. Und da brauchen wir auch Kollektivverträge. Dann dürfen es nicht sein, dass Leute lehnen haben, die eigentlich nicht erlauben, dezent zu leben. Etwas, was mich besonders präoccupiert, ist Prekarität. Prekarität an der Arbeitswelt. Prekarität für viele Jungen, die schaffen und nicht wissen, ob sie den anderen Tag nach weiter dürfen schaffen oder was Perspektiven von ihrer Arbeitskonditionen sind. Die Kurzzeitverträge, die Stagen und all andere Formen, die es gibt, die müssen wir aufbauen. Menschen brauchen an ihrem Leben, aber besonders auch junge Menschen, brauchen an ihrem Leben auch Sicherheit. So wie wir immer gesagt kriegen, dass die Entreprisen Sicherheit brauchen. Und ich bin absolut d'accord. Ja, die Entreprisen brauchen ein Umfeld, wo sie Sicherheit spüren, wenn sie wollen, sich developieren und auch investieren. Aber was für die Entreprise gilt, muss auch für alle Menschen an seinem Leben, an seinem privaten Leben gelten. Sicherheit zu wissen, können eine Familie zu gründen, an sein Leben sicher zu planen. Und dafür ist natürlich der Kampf gegen die Prekärformen ein wichtiger Leis. Und das ist etwas, was nicht einzeln auf Länder sich beschränkt. Das ist etwas, was auf viele Länder, bald praktisch an alle Länder ein Problem ist. Und dafür muss man auch europäische Lösungen finden. Und besonders die Prekarität existiert natürlich an der neuen Ökonomie. Wir sind nicht absolut begeistert von der neuen Ökonomie. Und es sind nicht keine Plattformen. Aber was klar ist, es kann ich nicht sagen, du bist ein Selbstständiger. Du musst zwar genau das machen, was ich da sagen, aber für all die Sozialrechte, mit denen du nicht zu dienen. Das ist die Realität, die sich an der Ökonomie breit möchte. Und das ist die Realität, die wir nicht dürfen akzeptieren.
Und dafür gehört es zur Mission, auch zu meiner Mission, ein Kader zu schaffen, das Schiedverein einer zweitrangigen Statute noch immer schafft, selbstständig, halb selbstständig, wie auch immer die Imagination funktioniert, für ihn zu beschäftigen. Oder einst du, wie ihn noch viel beschäftigt gehen. Die Regel muss sein, Sozialrechte, Pension, Krankenkäse, Chômage, Arbeitskonditionen, die müssen für jeden Verein, die schafft, unabhängig vom Statut, dynamisch sein. Das ist ein Prinzip. Und das Prinzip wird man verteidigen. Ich habe viel über die Jugend geschwärzt, die sich engagiert hat für den Planeten. Und dafür ist es wichtig, der Jugend eine Perspektive zu bieten. Eine Perspektive auf der Arbeit, Prekarität zu limitieren, aufzubauen, zu changieren, fundamental. Wir haben auch Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, für diese Jugendlichen den Weg abzumachen an den Arbeitsmarkt. Für ihre Talente, die sie oft tun, wir aber verkannt kriegen, y compris oft an der Schule, eigentlich nicht richtig unerkannt kriegen, dass wir die Jugendlichen alle gut unterstützen. Und dafür ist eine andere Mission, ganz klar, eine Jugendgarantie für die Jungleute in Europa, besonders da, wo die Jugendchômage noch immer hoch ist, und die Jugendlichen zu unterstützen, nicht nur Fuß zu fassen am Arbeitsmarkt, sondern auch einen sicher und korrekt bezahlten Arbeitsplatz zu finden. Und der Weg, ein zentraler Weg, für die ganzen Changements am Arbeitsmarkt zu gestalten. Für der Digitalisierung eine Chance zu machen. Das ist nicht nur schiedfreiem Sozialrecht zu assurieren. Aber dass auch die Moyens kriegt, die Möglichkeiten, für effektiv den Wandel, den durch Technologie könnt, auch irgendwie mit zu verfolgen. Und nicht dauernd muss an der Angst leben, dass morgens, wenn man auf seinen Arbeitsplatz kommt, gesagt kriegt, bon, heute war der letzte Tag, wird mal ein bisschen einfach zu formulieren. Und dafür ist das Investiment an die Menschen, das Investiment an die Jungen, aber auch an die Männer jung. Es kann ja nicht so, an Sozialsysteme, die fangen nun zu bröckeln, weil Gott sei Dank Leute all viel mehr gehen, und dann aber mit 50 Jahren eigentlich zu jugieren, dass er schon viel zu viel alt ist, für überhaupt noch weitergebildet zu gehen. Und dafür als Thema von der Weiterbildung, von der Fortbildung, von der besseren Qualifizierung am ganzen Leben, mit neuen Perspektiven, mit neuen beruflichen Perspektiven, mit einer positiver professioneller Mobilität an den dran, als ein wesentliches Urleid von dieser Kommission. Ich bin gefroht, dort zu schaffen. Schon eine ganz kleine Erfahrung zu Lützeburg, wo wir probiert haben, da Sachen am Pferd zu legen, weil auch für Lützeburg das ein Zentralthema ist. Qualifikation von den Leuten an alle Bereiche, an der Industrie, mehr aber auch an den Services, an den Banken hauptsächlich, an anderen Aktivitäten, die Leute dir groß abzumachen für Qualifikation. Aber das geht nicht mehr, wenn die Leute auch das Sicherheitsgefühl haben. Es kann ja nicht so, du gehst mal ein paar Jahre oder ein paar Monate an den Chômage, qualifizierst dich und dann kannst du rum. Das geht nicht. Wir müssen also den Leuten Brücken bauen, die solid sind, wo sie ihr Leben normal können weiterführen. Und nicht an Angst müssen leben, ob das, was morgen oder übermorgen geschieht. Und das, meine ich, ist eine Ökonomie, die am Denken von den Menschen steht. Das ist eine Sozialmarktwirtschaft. Wir haben in den letzten Jahren nicht mehr vom Markt am Markt gehört, nie mehr von sozialer Marktwirtschaft. Es steht zur sozialer Marktwirtschaft. A Kondition, dass es auch eine Marktwirtschaft ist, wo die Sozialpartner hier mitzureden haben, aber wo der Sozialdialog funktioniert, aber wo richtig Kompromisse zustande kommen, dass auch Bereitschaft ist, auch auf der Seite von den Employeuren Kompromisse zu machen. Weil am Endeffekt, wenn wir wollen, die neue Wirtschaft bauen, für Klima, für Technologie, da braucht man Menschen. Ohne Menschen geht es nicht.
ohne die Leute, die allmorgens aufstehen, zu schaffen, geht es nicht. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir uns setzen müssen, an Europa. Wir sind eigentlich der Kontinent, wo die Werte, die Sozialwerte, wo den Respekt von den sozialen Werten rausgehen. Und den Acquis, den fundamentalen Acquis, den eng verbunden ist mit auch unserer Demokratie, mit einer Gesellschaft, die jedem Opportunitäten bietet, jedem Möglichkeiten bietet, sich zu entfalten. Die Werte dürfen wir nicht abgehen. Und dafür an Europa, als das als größtes Ziel. Und das erreichen wir zusammen, und das erreichen wir, ich sage das ganz klar, wenn wir auch starke Gewerkschaften an Europa haben, aber erhalten. Bonne Chance.